Liebe Geschwister und Freunde im Herrn Jesus Christus, was für ein Vorrecht, um an diesem Tag des Herrn, ja an dem 1. Juni, diese Predigt machen zu können. Uns als Gottes Geliebten zur Ermutigung, zur Belehrung und auch die Verlorenen zur Errettung. Bete doch dafür, während ich predige, dass der Herr mir mit Vollmacht predigen lassen wird zu diesem Ziel und Zweck und zu seiner Ehre, zu seinem Wohlgefallen und zu Christi Verherrlichung. Es ist Sonntagmorgen, den 1. Juni 2025, Uhrzeit als Anfangszeit 10 Uhr, Predigtserie, die Enthüllung der Herrlichkeiten der 4 Paradiese Gottes. Die Titel von der Predigt von heute in dieser Reihenfolge ist der Vorläufer, immer noch der Vorläufer. Bibelstellen, Hebräer Kapitel 6, Verse 1 bis 20. Hebräer Kapitel 6, Verse 1 bis 20, insbesondere Verse 19 und 20. Zweitens Römer Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Die Betonung ist auf Vers 5. Betonung auf Vers 5. Drittens, es geht immer noch in dieser Reihenfolge über das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Von Matthäus Kapitel 25, Verse 1 bis 13. So bald werde ich euch dies zur Erfrischung von euren Gedanken wieder vorlesen. Und dann mehrere andere Stellen. Es geht wieder heute über Belehrung durch Gott und durch den himmlischen Bräutigam, damit wir uns besser vorbereiten werden können für seine Wiederkunft. Er will uns wahrlich helfen damit, er steht bereit. Lasst uns auf ihn dafür vertrauen. Ich lese euch dann jetzt vor Matthäus Kapitel 25, Verse 1 bis 13. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und den Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von euren Öl, denn unsere Lampen erlösen. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst nicht weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Ja, die weise Jungfrauen werden bei Jesu Christi Wiederkunft auch eingeschlossen sein in der Hochzeitsmahl, geschützt für das Hochzeitsmahl des Lammes Gottes und um ewig mit ihm in dem Himmel zu sein und mit dem himmlischen Vater, gemäß des ewigen Rates des himmlischen Vaters, wegen der Tatsache, dass der Herr Jesus den teuersten Opferpreis für unsere Vergebung und
bezahlt hat. Er hat ausgerufen am Kreuz Golgotha, letzten Endes ist es vollbracht. Und dann ist er letzten Endes auf den Toten auferstanden, zum Himmel aufgefahren. Jetzt befindet er sich zum Rechten des Vaters auf dem Thron mit ihm in seinem Busen. Unvergleichliche, ewige, perfekte Liebe. Und von dort redet er zu uns, um uns mächtig vorwärts zu bringen und uns zu helfen, um einen anderen zu ermuntern, ihn über alles immer mehr zu lieben, mit der göttlichen Liebe. Und zweitens, ein anderes zu ermuntern und drittens, die Verlorenen für ihn zu gewinnen, um alles, jede Gelegenheit wahrzunehmen, die er uns geschenkt hat und schenken wird noch, um alles zu vervollständigen, wofür wir vorher bestimmt worden sind von der Ewigkeit her, vergangenen Ewigkeit her durch den himmlischen Vater, um in Christus für ihn maximal Frucht zu bringen, um letzten Endes nicht zu verpassen, für was er für seine Braut vorhatte, der Herr Jesus als der himmlische Bräutigam. Und wir werden ihm auf diese Weise hier und jetzt glückselig machen, immer mehr zunehmend, ja, fortschreiten. Und er wird uns reichlich segnen und uns auch reichlich alles schenken, was wir brauchen. Dafür, zu diesem Ziel und Zweck müssen wir aber ganz gehorsam bleiben. Unsere zweite Hauptbibelstelle diesbezüglich ist für die Ermutigungen und die Anspornungen und die Belehrungen vom Himmel herab durch den Geist des Christus, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, ab Pfingsten, nach der Tag seiner Auferstehung in seiner Fülle, ja, dann werden wir doch eine Reserve von Öl in unseren Lampen haben, wie die 5 weise Jungfrauen von dem erwähnten Gleichnis. Und wird er uns die Weisheit schenken und in Einsicht, was wir für ihn tun sollen, was wir lassen sollen. Ganz anders als die armselige, elende, törichte Jungfrauen, die denken, dass sie zu Christi Braut gehören. Sie sind aber bloße Namenschristen und eigentlich ganz verloren. Und während wir in den Himmel, in dem ersten Himmel, ja, in dem 5. Paradies mit Christus sein werden, um alles zu genießen, alles für ihn zu tun, was wir ihm tun sollen, um sein Angesicht zu sehen, etc., etc., all seine Herrlichkeiten, seine Köstlichkeiten zu genießen und ihm dies genießen, unsere Liebe genießen zu lassen, werden sie in der Hölle sein. Sie werden uns nicht mehr dort stören, der Satan auch nicht, die bösen Geister auch nicht. In der jetzigen Zeit erleiden wir viele Anfechtungen und Kämpfe und Folterungen und die Feinde des Herrn kämpfen gegen uns, aber dort werden sie es nicht machen können. Aber es ist mehr als wertvoll genug, um dies alles anzustreben, in seiner Auferstehungskraft. Weil in seiner Auferstehungskraft befähigt er uns dazu, von hinter den himmlischen Vorhang herab, als unser Vorläufer, laut Hebräer Kapitel 6, Vers 19, in dem Kontext von den Versen 1. Hebräer Kapitel 6, Verse 1 bis 18. Aber unsere zweite Hauptstelle, habe ich gesagt schon, ist 1. Korinther 7, Verse 1 bis 40. 1. Korinther 7, Verse 1 bis 40. Aber wir werden jetzt zuerst betonen, die Versen 29 bis 31. Ich wiederhole. Erste Korinther Kapitel 7 aus Schlachter, die Versen 29 bis 31. Der Apostel Paulus hat dies fehlerlos, geführt vom Heiligen Geist, aufgeschrieben nach Pfingsten, um die Korinthergemeinde, die Mitglieder der Korinthergemeinde von damals zu zeigen, wie sie handeln sollen
um Christus vollständig gefallen zu können, um alles zu gewinnen und nicht zu verpassen. Hier und jetzt für dort und da. Ich lese euch dies vor. Ja, 1. Korinther Kapitel 1. Korinther Kapitel 7, ab Vers 29 bis zum Ende von 31. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Vers 30, und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Aus welchem Grund diese drei Sachen? Vers 31. Und die diese Welt gebrauchen, viertens, als gebrauchten sie gar nicht. Aus welchem Grund diese vier Sachen? Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Es geht schnell vorbei. Es wird bald vorbei sein. Wisst ihr was? Wenig Zeit ist übrig geblieben für uns, was unser Jahresalter betrifft. Gottes Wort lehrt uns, dass der Mensch seine Jahre wird 70 sein, wenn er sehr stark ist, 80 Jahre. Wie alt bist du, oh Bruder? Wie alt bist du, oh geliebte Schwester in Christus? Wir haben wenig Zeit übrig. Aber nicht nur, was unser Jahresalter betrifft, ist die Zeit kurz bemessen. Die Zeichen, dass Jesus Christus, wie in der Bibel, die ist in der Bibel weisgesagt worden, sie in der Bibel weisgesagt worden sind, zeigen uns die Zeit, die schwieriger sein wird als alle Zeiten, ist am Kommen, der Anfang davon ist fast da. Und bald danach wird Jesus Christus zurückkommen auf den Wolken des Himmels. Und wer sich nicht nach seiner Errettung die ganze Zeit lang ohne Unterbrechung gut vorbereitet haben würde, für die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus wird letzten Endes ans Licht gestellt werden, entblößt werden als diejenigen, die törichte Jungfrauen waren, bloße namens Christen. Keine wahre Christen, die zur wahren Braut des Herrn Jesus Christus als den himmlischen Bräutigam gehören. Was hast du bis jetzt in der Praxis und konkret bewiesen, oh Bruder in Christus, oh Schwester in Christus? Hast du konkret bewiesen, dass du ihn mehr liebst als alle anderen und als alles andere, dass er Nummer 1 bleibt in deinem Leben? Weil so ist es doch in einer guten Ehebeziehung. Aber hier geht es über Enthaltung und nochmals Enthaltung und nochmals Enthaltung und für ein viertes Mal Enthaltung. Erstens, ihr Brüder in Christus, Vers 29, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. Wie kurz? Sehr kurz, ganz kurz. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Frauen, die Ehefrauen, unsere Ehefrauen könnten geschockt sein und sagen, was, Paulus, was hast du hier geschrieben? Unsere Männer müssen es doch gemäß Epheser 5, Verse 22 bis 23 lieben, mit einer dienenden Liebe. Ich muss Nummer 1 sein in seinem Leben. Er muss auf mich gerichtet sein. Er muss mich pflegen und versorgen. Ja, oh Schwester in Christus, du, die verheiratet bist mit einer guten, wiedergeborenen Ehemann, du bist eine wiedergeborene Ehefrau. Einerseits ist dies wahr, andererseits steht Christus, unseren himmlischen Bräutigam, über alles und über alle. Und in der Zeit
der Krisen von Christi Kinder und Christi Gemeinden und Christi Jünger. Es ist passend. Ja, es ist eigentlich Gottes Wille, so lehrt die Bibel uns auch hier durch Paulus. Aber er hat doch gesagt, ich habe auch den Geist des Christus, ich habe auch Entscheidungsvermögen durch Christus, ich lebe so nah an ihm, dass ich seine Stimme gut höre. Wegen der Tatsache, dass die Zeit so kurz bemessen ist, sollt ihr, oh Ehemänner, einerseits eure Ehefrauen lieben über alle anderen Menschen. Andererseits, weil die Zeit so kurz bemessen ist, es so viele Krisen gibt und weil Gottes und Christi Gemeinden in so viel Gefahr sich befinden in der jetzigen Zeit, sollt ihr sein, als ob ihr nicht Ehefrauen haben. Dies deutet darauf, Paulus hat gewusst, Christus muss Vorrang genießen, weit über die Ehefrauen aus. Und die Ehefrauen mussten dies auch begreifen. Oh, Brüder in Christus, dies ist Christi Prüfung als Gottes Prüfung durch Jesus Christus, durch den himmlischen Christus. Bestehst du seine Prüfung? Wenn du nicht begreifst, dass deine Ehe kostbar ist, von Gott gegeben, wenn du eine errettete Ehefrau hast oder einen erretteten Ehemann. Aber andererseits ist Christus so viel kostbarer. Der eine, an dem wir verlobt worden sind, die wir bald heiraten werden bei seiner Wiederkunft, die uns bald heiraten wird dort, ist unendlich viel kostbarer und herrlicher als unsere Ehefrau. Einer der Beweise davon, dass dies der Fall ist, haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, finden wir in Matthäus Kapitel 22, Verse 23 bis 33. Ich werde dies kurz erwähnen. Danach werden wir zurückkehren zu unserer Hauptstelle. Zweite Hauptstelle. Matthäus Kapitel 22, Verse 23 bis 33. Überschrift ihr in Schlachter, die Frage nach der Auferstehung. Dies war, bevor Jesu Christi ans Kreuz gegangen ist, um dort den Preis für die Vergebung unserer Sünden zu bezahlen. Und kamen Leute zu ihm, um ihn in eine Strickfalle zu bringen. Wie immer Sadduceer und auch Schriftgelehrter, aber dieses Mal Sadduceer. Höre doch, Vers 23 von Matthäus 22. An jenem Tag traten Sadduceer zu ihm und sagten, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn, sie glauben an keine Auferstehung. Die Pharisäer glauben daran, aber sie waren nicht anwesend. Und sprachen, Meister Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen, um seinem Bruder Nachkommen und seinen Bruder Nachkommen erwecken. 25. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Vers 26, gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum 7. Vers 27, zuletzt nach allem starb auch die Frau. Und dann die Frage als Strickfall, um ihn zum Fall zu bringen. Vers 28, wem von den 7 wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Natürlich der eine nach dem anderen. Höre doch Jesu Christi Antwort. Vers 29. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Verlorene geistliche, religiöse Leiter irren sich doch immer, weil sie kennen nicht die Kraft Gottes und sie kennen Christus auch nicht als die Weisheit Gottes.
Und dann hat er die Wahrheit gesprochen und dies ist, was ich jetzt betonen möchte, bevor ich weitermachen werde mit unserer zweiten Hauptstelle. Vers 30, der Herr sagte, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Geliebte Geschwister in Christus, in dem Himmel wird kein Mann eine sexuelle Verlangen haben, Frauen auch nicht. Sexuelle Beziehungen wird es nicht dort geben. Engel, die heiligen Engel Gottes, die sich in dem Himmel bei Gott befinden, die sündenlos sind, sie sind doch sündenlos. Sie gehören nicht zu den anderen, die wie ein Blitz auf Erde geschlagen worden sind, weil sie rebelliert hatten unter Lucifer durch Gott. Um in die Atmosphäre hier auf der Erde zu bleiben und zu verführen. Wir werden aus welchem Grund nicht dort mit unserer Ehefrau mehr verheiratet sein. Du wirst nicht mehr sagen können, oh Bruder, dies ist meine Ehefrau. Du, oh Schwester in Christus, wirst nicht mehr sagen können, die verheiratet bist mit einem guten christlichen Ehemann. Dies ist mein Ehemann. Nein. Und es wird auch niemand dort heiraten, weil wir werden alle mit dem Herrn Jesus Christus verheiratet sein. Und bis in alle Ewigkeit werden wir dort zu seiner Ehefrau, zu seiner Braut und Weib gehören. Nicht eine Zeit lang. Du weißt, wie schnell die Zeit deiner Ehe seit der Eheschließung vorbeigegangen ist. Es ist wie ein Traum vorbeigegangen. Auch in den besten Ehen. Aber dort wird es nur einen Anfang haben, jetzt schon verlobt an ihm, weil er uns gerettet hat aus dem Sündenslamm und uns Teil von seiner Braut gemacht hat. Wie kostbar, wie wunderbar, wie ermutigend, wie Freude bringend. Aber dort wird er uns heiraten, formell, offiziell. Und wir werden bis in alle Ewigkeit Teil bleiben von der kostbaren Braut des himmlischen, herrlichen, ewigen Bräutigams Jesus Christus. Es wird so kostbar sein, weil niemand ist so schön wie er. Niemand ist so kostbar wie er. Niemand ist so herrlich wie er und so schön, so prächtig. Niemand ist so heilig wie er. Niemand ist so tadellos und makellos wie er. Er hat auch keine Sünde auch in dieser Welt gekannt. Dies hat er für uns verdient. Ja, dafür den teuersten Opferpreis am Kreuz bezahlt und danach ausgerufen, es ist vollbracht. Ich werde meine Braut bekommen. Warum lesen wir auch, dass das Evangelium Jesu Christi wird in alle Welt verkündigt werden? Nicht nur soll, wird. Bevor Jesu Christi Wiederkunft stattfinden würde. Weil es gibt noch unter den Menschen in dieser Welt, in Deutschland, in Südafrika, in Finnland, in Norwegen, in Russland, etc., in allen Ländern der Welt, unter allen Völkern und Nationen der Welt, diejenigen, die durch Gott den Vater verherbestimmt worden sind, um zu Christi Braut ewiglich zu gehören, und wir müssen sie noch für den Herrn gewinnen. Sie müssen gerettet werden aus dem Sündenslamm und der himmlische Bräutigam benutzt uns dafür. Er sagt, ich habe alles für euch geleistet, ihr sollt so viel wie möglich in der wahre Gegen Wiederliebe für mich und für meinen Vater leisten. Lass sie doch durch mein heiliges Blut gereinigt werden. Dafür sollt ihr beten, zu diesem Ziel und Zweck sollt ihr ihnen Christus zeigen. Durch ihr Verhalten, und ich sollte strahlen auf euer Gesicht. Sie sollen meine Herrlichkeit in euch und durch auch scheinen sehen.
Wunderbar, was für ein Vorrecht. Aber dann in dem Himmel werden diese Menschen auch zu Christi Braut gehören. Und wir werden den himmlischen Bräutigam ewig anbeten und lieben mit einer Liebe, womit die Liebe der beste Ehepartner in dieser Welt nicht verglichen werden kann. Dies wird herrlich und kostbar sein. Dort werden wir sein Angesicht sehen. Aber dann zu diesem Zielzweck müssen wir wie die 5 weise Jungfrauen bleiben und nicht in die Irre gehen, in die Irre bleiben, wie die 5 törichten Jungfrauen. Wir müssen Christi Stimme die ganze Zeit lang hören. Er muss uns weise machen, um wie die Söhne Issachars zu sein, um seine Stimme zu hören. Aber nochmals, Vers 30 von Matthäus 22. In der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sind wie die Engel Gottes im Himmel. Jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt endgültig. Und zwar, es gibt nicht dort Platz und Raum. Es wird nicht dort Platz und Raum geben für verschiedene Ehebeziehungen. Hier heiraten die Leute und die lassen sich heiraten, Ehescheidungen finden statt und dann heiraten sie wieder etc. Und ob diese Art von Dingen, die Sadduceer hier beschrieben hatten, geschildert hatten, um Christus in eine Strickfalle zu bringen, könnte auch stattfinden. Ich wiederhole dies nicht. Dort wird es nur Raum und Platz geben. Ab Jesu Christi Wiederkunft. Für eine Ehebeziehung. Die ewige, herrliche, köstliche Ehebeziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Und wir werden alle seine Braut sein, nicht mehr bloß seine Verlobte. Es darf keine Konkurrenz geben für ihn. Er sollte unser Liebling sein über alles und über alle. Und die sollen wir in dieser Weltzeit zeigen, diese kurz verbleibende Frist, dadurch, dass wir uns abwenden von allen anderen Sachen und sagen, die Zeit ist in der Tat, wie Paulus geschrieben hat, in 1. Korinther Kapitel 7, die Zeit ist kurz bemessen. Wir müssen jetzt sein, einerseits unsere Ehefrauen gut behandeln, die Ehe genießen, zur Ehre des Herrn, zeigen durch die Ehe laut Epheser 5, Vers 22 bis 33 in dem Licht von Vers 32, dass wir Christi Beziehung mit seiner Braut widerspiegeln, als Ortsgemeinde auch, insbesondere als Ortsgemeinde. Ihr sollt doch merken, nochmals, liebe Geschwister und Freunde, dass in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen musste jede Ehefrau sich selbst vorbereiten, jede Jungfrau sich selbst vorbereiten, aber dies mit den anderen zusammen. Als Einzelne, aber alle als Christen in der Ortsgemeinde mit allen anderen wahren Christen zusammen, weil wir zu demselben Bräutigam, zu demselben Verlobten haben und weil wir ewiglich seine Braut sein werden. Es wird nur Platz und Raum geben, ja, nochmals, für diese Ehebeziehung. Keine Konkurrenz. Und wenn du dich nicht danach sehnst, wenn du darüber dich traurig fühlst, ich werde nicht mit meiner Ehefrau mehr verheiratet sein, dann bist du entweder verloren, immer noch geistlich tot und in dem Sündenschlamm, oder du hast noch wenig begriffen. Ach, ich denke eher, dass solche Leute im Normalfall verloren sind, wenn sie überhaupt ein bisschen die Bibel studiert haben. Und die Bibel wird doch studiert mit Macht und Kraft, mit allem göttlichen Eifer durch alle Wiedergeborenen. Du sollst doch spontan ausrufen können, wie die Braut es tun wird, gemäß was wir in den Offenbarungsbuch finden. Offenbarung 22, der Bräutigam sagt, ich komme bald. Und dann sagen wir, oh, komm, Herr Jesus, komme. Wir haben dich schon lange erwartet.
Du musst praktisch zeigen, und ich auch in der Praxis und ganz konkret. Ich liebe ihn unendlich viel mehr als meine Ehefrau. Und deswegen muss ich die Zeit auskaufen. Kann ich nicht nur mit meiner Ehefrau beschäftigt bleiben, ich muss ihr helfen und ihr leiten und führen und alles schenken, was sie braucht. Aber nicht zu so einem Maße, dass ich eine Götzen von meiner Ehefrau machen würde oder die Ehefrau von ihrem Ehemann. Christus muss über alles bleiben und du weißt, wenn du wahrlich Verlobte von Herrn Jesus Christus bist und dich danach sehnt mit absoluter Sehnsucht danach, und mit Christus verheiratet zu werden, um ihn von Angesicht zu sehen in dem Himmel und nicht nur in einem Spiegel zu schauen wie in einem Rätsel, wie wir es jetzt tun, wirst du jubilieren und sagen, ja, dies ist kostbar, vielen Dank, Apostel Paulus, dass du uns die Korinther von damals so belehrt hattest und dass du uns so belehrst, weil dies ist auch für uns, weil Jesus Christus bleibt dieselbe, Gottes Wort bleibt dieselbe, gestern, heute und auf ewig. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die welche Frauen haben sein, als hätten sie keine. Und dann zweitens, und die weinen, als weinten sie nicht. Es gibt Frauen, Witwen, ihre Ehemänner sind gestorben. Natürlich ist es völlig in Ordnung. Am Tag 1 bei der Beerdigung weinen sie sehr traurig darüber. Nach 6 Monaten noch. Aber wenn du nach einem Jahr noch so weinen bleiben wirst und du wirst nicht getröstet werden können, dann wirst du zeigen, irgendetwas ist verkehrt. Irgendetwas stimmt nicht in deiner Gesinnung. Weil Christus schenkt uns Trost und sagt, ich tröste dich dadurch, deine Ehefrau ist bei mir, dein Ehemann ist bei mir in dem Himmel, aber er war dein Ehemann, er ist nicht mehr dein Ehemann, er ist bei mir in Herrlichkeit, sei nicht egoistisch und selbstsüchtig, er ruht von seinen Werken und seine Werke folgen ihm nach, gute Werke, die er getan hat, dir gegenüber, eure Kinder gegenüber, allen Menschen, als Teil der Ortsgemeinde, wo ihr ihm gedient habt. Und, oh Ehefrau, du sollst wissen, du sollst dich freuen darüber, dass er bei mir schon ist. Weil bald wirst du auch bei mir sein. Wenn du überhaupt beweisen wirst in der Praxis, dass du mich mehr liebst als Verlobte und als deine kommende Ehemann, anders als die 5 weise, törichte Jungfrauen. So weinst du zu viel und zu lange, oder bist du schon getröstet worden, weil Christus hat in seiner Sonderliebe, himmlische, kostbare Bräutigamsliebe dich überrümpelt und gesagt, du wirst gewinnen, weil du hältst mich an der ersten Stelle. Die weinen müssen weinen, als ob sie nicht wahrlich weinen. Und nicht zu traurig und nicht zu lange weinen. Drittens, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Wir freuen uns über viele Sachen in dieser Welt. Dies ist stattgefunden, mein Kind hat diesen Preis bekommen. Mein Kind hat sein Abschluss in dem Gymnasium vervollständigt. Oder mein Ehemann hat mehr Geld bekommen, eine bessere Arbeitsstelle. Oder noch ein Kind ist für unsere Ehe geboren worden, der Herr sagt, freue dich darüber. Ich habe euch alles gegeben, um reichlich zu genießen. Es gibt auch so eine Bibelstelle, Paulus hat dies erwähnt, aber nicht zu so einem Maße, dass du dich weniger freuen wirst über den Herrn Jesus Christus, dass er dein Herz jetzt in Besitz genommen hat bei deiner Errettung. Und dies macht er immer mehr. Ja, fortschreiten, du liebst ihm nach, indem du mit ihm circa, lass uns sagen, 10 Jahre lang an ihm verlobt bist.
liebst du viel mehr, weil du hast in der Zwischenzeit viel Erkenntnis von ihm bekommen, weil er hört doch nicht auf, um durch seinen Geist als Geist des Christus zu reden. Dieser Geist, der die Köstlichkeit des Christus nehmen, uns diese Kostbarkeiten und Herrlichkeiten von Christus offenbaren, immer mehr. Und dann natürlich, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Freue dich nicht so viel über die Dinge von dieser Welt. Und wie kostbar sie auch für diese kurze Frist bist. Viertens, und die kaufen, aber besäßen sie es nicht. Unsere Häuser, unsere Wohnungen oder was auch. Wir müssen sein, als ob wir diese Dinge nicht besitzen, weil Christus hat uns dies geliehen, um gute Rentner davon zu sein. Dies hat Paulus begriffen. Begreifst du dies gut? Vers 31. Der Satz ist noch nicht vorbei. 1. Korinther 7, Vers 31. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Du gebrauchst diese Welt aber nicht, du hältst nicht fest daran. Du hältst nur leicht fest daran. Aus welchem Grund? Kommapunkt, Vers 30, 31. Am Ende, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Was jetzt stattfindet in der Welt, ist schon am Vergehen. Es ist wie das Gras. Das Gras verwelkt. Die Blumen, das Gras, Gott bläst durch seinen Geist darauf, steht geschrieben in Jesaja, und es vergeht. Gottes Wind bläst darüber durch seinen Geist, geistlich gemeint, dann ist es weg. Und ganz trocken und vergangen. Und die Dinge, die jetzt schön aussehen, werden schnell verwelken. Die Blumen. Okay, lass uns sagen, du glaubst, es könnte so sein oder auch anders sein. Meine Ehefrau war so schön physisch. Sie hat so ein schönes Gesicht gehabt, als ich sie geheiratet habe. Aber weißt du was? Viele Jahre später, einige Jahre später, wie sieht sie jetzt aus? Nicht mehr ohne Flecken und Runzeln. Sie sieht nicht mehr so schön aus wie damals. Aber wisst ihr was? Es gibt eine Person, dessen Gesicht schöner aussieht jetzt als alle anderen Gesichter. Das Angesicht einer Verlobte, unsere Verlobte, ja, das Angesicht unserer kommenden Bräutigam, wird er verältet wie wir? Wird er nach einer Zeit schlechter aussehen und weniger schön aus, was er jetzt aussieht? Natürlich im geistlichen Sinn gemeint, Geschwister im Herrn Jesus Christus. Die Antwort ist nein. Er wird ewiglich so aussehen und wir werden in dem Himmel schauen und mit ihm verheiratet sein und alle Glückseligkeiten und Herrlichkeiten und Köstlichkeiten mit ihm zusammen genießen und wir werden immer heller scheinen für ihn und immer mit mehr Eifer für ihn arbeiten, die größeren Dienste, die herrlicheren Dienste dort. Kannst du noch merken, weißt du noch, wie schön deine Verlobte ausgesehen hat, als sie ihren Brautsrock angezogen hat und sie war geschmückt für dich, für ihre kommende Ehemann und du warst gespannt, sie waren gespannt, alle waren gespannt und alle hatten diese Braut angeschaut in ihrem schönen Brautsrock. Aber, wisst ihr was? Die Bibel lehrt uns auch, dass alles verrosten, hier alles wird aufgefressen, auch Kleider aus Material, Brautsrock auch, Brautsröcke auch. Aber was nicht veralten kann, ist der Brautsrock, den wir anhaben werden in Christi Gegenwart in dem Himmel. Er hat am Kreuz Golgotha, wie wir mehrmals darüber gepredigt haben, ein nahtloses Rock genäht, von oben bis unten. So ein Rock hat er physisch angehabt.
Aber so ein geistliches Rock hat er genäht, von oben bis unten nahtlos. Und das Kleid der Gerechtigkeit, das Kleid der ewigen Gerechtigkeit, des ewigen Gerechtigkeit des Christus. Liebe Geschwister, was sollen wir noch tun als Teil von Jesu Christi kommende Braut, um ihm zu gefallen, um ihn zu verherrlichen, um ihn glückselig zu machen, um ihn zu sättigen, um seinen Vater auch zu gefallen und zu sättigen, um selber jetzt glückselig zu sein, Freude zu erfahren, durch den Geist richtig geführt zu werden. Wir müssen Folgendes tun. In der Zeit der Krisen, intimiert Paulus auch in dieser Stelle, ja, in 1. Korinther 7, unsere zweite Hauptbibelstelle für heute, dass in der Zeit der Krisen sollen wir, ist Gottes Wille und das Verlangen des Heiligen Geistes, dass diejenigen, die noch nicht verheiratet worden sind, sich dagegen entscheiden werden, um doch eine Ehefrau oder einen Ehemann zu bekommen. Nicht zu heiraten. Man sündigt nicht, sagt Paulus hier, wenn man heiratet. Aber man tut nicht, was besser ist als alles andere in der Zeiten der Krisen. Ihr wisst doch, als der Herr Jesus auf dem Weg nach Golgotha war, hatten die Frauen von Jerusalem, die Kinder hatten junge Babys und sie hatten noch an der Brust der Mutter Milch getrunken, hat er gesagt, wer die Frauen, die schwanger sein werden, wenn die schwierige Zeit über Jerusalem kommen wird. Und mit Antworten, er hat gesagt, sie werden mehr leiden, als was sie leiden würde, wären sie nicht verheiratet, hätten sie keine Kinder gehabt mit ihren Ehemännern zusammen. Und es kommt solche Zeiten auf uns zu und es könnte sein, dass wir jetzt uns in so einer Zeitperiode befinden. Lass ich dies weiter illustrieren durch was, ihr wisst doch, was die Bundeslade war. Bundeslade war ein Zeichen von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Gegenwart mit seinen Kindern. Es gab eine Frau, sie war mit einem Mann verheiratet, und als sie gehört hat, von den anderen fremden Heidenvölkern hatten die Bundeslade weggenommen, dann hat sie gewusst, oh, wehe uns. Das Zeichen, der Beweis, dass Gott der einzige wahre, herrliche Gott in unserer Mitte ist weggenommen worden, wehe uns und wehe uns. Und dann, sie hat dann ein Kind, das noch nicht geboren werden musste, gebären. Und das Kind ist tot geboren worden. Und was hat sie dieses Kind genannt? Ichabod. Ichabod bedeutet, dies ist das Ende von dem Weg. Und dies ist eine von vielen schwierigen Zeiten. Wir wissen, unsere Gemeinde ist auch in Gefahr. Und die Endzeiten kommen auf uns zu. Es gibt Feinde von drinnen und von draußen, die uns verschlingen wollen als Gemeinde. Und er hat doch gesagt, es kommt eine Zeit, die schwieriger sein wird als alle Zeiten. Ich gebe euch ein Vorbild diesbezüglich. Aus Markus Kapitel 13, Verse 14 bis 23. Markus Kapitel 13, Verse 14 bis 23. Ich werde nicht alles lesen, nur einiges. Überschrift hier in Schlachter, die große Drangsal. Vers 14. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen, seht, wo es nicht soll. Wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wie parat sollen solche Israeliten dann gewesen
sein. Wie bereit für Jesu Christi Wiederkunft. Nicht beschäftigt mit anderen Sachen, sondern mit Christus liiert als seine Verlobten, Verliebten, Gelobten, die sich an ihnen verliebt hat und er liebt ihnen, hat ihnen geliebt wie niemand anders. Hier, Vers 15. Dann hat er ihnen einen Rat gegeben. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Vers 16. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Vers 17. Wer aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Mit Antworten, Paulus hat sich bei Jesus Christus angeschlossen. Er war mit ihm in allem in Harmonie, weil er erfüllt war mit dem Geist. Und als Pastor und als Apostel hat er uns richtig belehrt, wie Christus belehrt hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist sogar. Wehe den Schwangeren und Stillen in jenen Tagen, weil muss ein Kind gut aufpassen und versorgen. Aber wie kann eine Frau mit einem Kind, der noch an die Brustmilch trinken soll, flüchten zu den Bergen? Deswegen, wer aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, Vers 18, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Dann kommt es, Vers 19, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf bis jetzt und wie es auch keine mehr geben wird. Und dann kommt eine kostbare Aussage, darüber möchte ich auch kommentieren. Vers 20, und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Komma, Punkt. Aber um die Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Paulus hat in dem 1. Korintherbrief gesagt, alles gehört euch. Paulus, Apollos, Cephas, dann wurde Petrus, Christus vor dem Vater. Die Zeiten gehören uns. Alles ist so vorherbestimmt worden, dass er die Tage verkürzt hat, damit diejenigen, die zu seiner Braut gehören sollen, es aushalten werden können und nicht in ihrer Liebe abkühlen würden. Weil wir wissen doch, es steht auch geschrieben, dass die Liebe von vielen werden abkühlen, weil die Gerechtigkeit in den Endzeiten zunehmen wird. Aber wer ausharren wird, bis zum Ende, bis zum bitteren Ende und auch bis zum herrlichen, köstlichen Ende, wird gerettet werden. Wir sind schon durch Jesus Christus gerettet worden, aber wir müssen noch endgültig gerettet werden. Wir müssen doch heilig gemacht werden, voll heilig. Wir müssen neue Leiber bekommen. Wenn er kommen wird, wird er ausrufen und zu ihm rufen aus unseren Gräber und blitzschnell in einige wenige Sekunden werden wir zu ihm gehen, bei ihm sein und du wirst in deinem verherrlichten Leib bei ihm sein, du wirst bekleidet sein mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Davon lesen wir auch in Offenbarung 9, Verse 7 bis 9. Es gab viel Freude in dem Himmel, hat Johannes auf Patmos gesehen, in seinem Gesicht. Und er hat sich so sehr gefreut. Die Hochzeit des Lammes Gottes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es ist ihr gegeben worden, bekleidet mit reinen, feinen Leinwand. Und dann kommt es. Und diese feine Leinwand ist die gerechte Taten der Heiligen, nicht die Gerechtigkeit der Heiligen, wie Schlachter übersetzt, die richtige Übersetzung, wie Spurgeon auch gewusst hat. Die gerechten Taten der Herrlichkeit, Taten der Heiligen. Wir sind seine Heiligen, nennt uns nicht mehr Sünder, sondern seine Heiligen, weil wir zu seiner heiligen Braut gehören, weil
der Bräutigam ist heilig, heilig, heilig. Aber wir werden auch in der Praxis immer heiliger. Bestehst du diese Prüfung? Prüfe dich selbst jetzt, oh bekennende Christ, oh Bruder in Christus, nochmals auch. Bist du bereit, um dich für den himmlischen Bräutigam vorzubereiten? Und verstehst du, durch deine guten Werke, die du für Christus tust und für den himmlischen Vater, laut der Bibel dies alles aus reiner, überwältigender Widerliebe zu ihm, und du spürst seine Sonderliebe zu dir immer mehr, und wir als Gemeinde zu ihm auch und zum himmlischen Vater, aus dem Grund, dass wir seinen Heiligen Geist nicht betrüben, der in uns wohnt. So werden wir immer mehr mit dem Heiligen Geist gesalbt und bekommen wir immer mehr von der Reserve vom Öl, wovon wir in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen lesen, um ganz bereit zu sein bei seiner Wiederkunft, um ihm zur richtigen Sekunde zu begegnen. Und niemand sollte in diesem Moment, wenn Christus kommen wird, darf kein Christ, der Christus wahrlich hört, auf dem Sarg seines jüdischen Hauses sein und sagen, oh, der Herr Jesus kommt jetzt auf die Wolken des Himmels, ich muss zurück, um meine Möbel noch einmal anzuschauen. Und ich muss irgendetwas aus meinem Haus holen. Und Vers 16, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen, weil du wirst dein Gewand nicht mehr brauchen, du wirst bekleidet werden innerhalb einiger Sekunden mit dem Leinwand der Heiligen, die er nahtlos gemacht hast, genaht hast, als er am Kreuz Golgatha hing, wegen seiner unendlichen, alles besiegende Liebe und alle besiegende Liebe zu dir und zu uns als seine Sondergeliebten. Und er wird die Tage verkürzen, um eine Braut zu bekommen, die rein und tadellos sein wird, bis zum Ende ausgehalten haben wird. Wir wissen doch, er hat gesagt, dass du auch durch Apostel Paulus, was für ein tröstenden Dienst hat er gehabt durch den Heiligen Geist, pastoral und als Apostel. Keine Prüfung wird über eure Kräfte sein. Er wird euch alles, er wird immer auch einen Ausweg schenken. Wenn ihr zu so einem Punkt gekommen seid, dass ihr denken würdet, ich kann nicht mehr, dann wird er einen Ausweg schenken. Und Ausweg wird sein, einerseits, dass er die Tage verkürzen wird. Er wird sagen, ich tue dies alles für meine Braut. Und diejenigen, die meine kommende Braut gehören sollen. Vergesse nicht, der himmlische Bräutigam ist jetzt auf dich gerichtet, auf uns gerichtet. Und er tut alles um unseren Willen und um der auserwählten Willen, Vers 20b, die Gott der Vater erwählt hat. Und wir sollen so ernstlich bestrebt auf Christus gerichtet bleiben, unsere geistlichen Augen, dass wenn die falschen Christusse erscheinen werden in der Endzeit, wir sie einfach ignorieren werden und wir müssen in Christi Gegenwart bleiben. Höre doch. Diesbezüglich, Verse 21 bis 23 von Markus Kapitel 13. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, Doppelpunkt, siehe hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Mein Kommentar diesbezüglich ist einfach folgendes. Geschwister in Christus, geliebte Geschwister im Herrn Jesus Christus und in dem himmlischen Vater. Der Satan kann es nicht erdulden, dass Christus eine Braut sammelt aus allen Völkern und aus allen Nationen für seinen Sohn. Christus ist nun Gott befähigt, ihm dazu durch den Heiligen Geist. Und deswegen wird er falsche Christus schicken, um unsere Gedanken von den wahren Christus abzulenken, um uns zu verführen wie die anderen, die das Tier noch anbeten wird und den Antichrist und den falschen Prophet. Wenn jemand zu euch sagen wird, Vers 21, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Vers 22,
Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Wenn möglich bedeutet, sie werden es nicht schaffen, weil Christus wacht über uns. Er sagt, ihr sollt wachen und beten. Es steht geschrieben in dem letzten Vers von dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Aber er sagt, ich wache über euch und ich bete für euch wie für niemand anders. Und wir dürfen nicht vergessen, meine Gebete sind alle wirksam, weil ich bin sündenlos und fehlerlos und ich mache nicht Fehler, wenn ich bete. Und Fürbitte zu meinem Vater bringen und ich bete rein für euch, meine geliebte Verlobte und meine kommende Braut, alle von euch, die dazu gehören. Vers 23. Jesus Christus schließt damit ab. Hier in dieser Stelle Markus Kapitel 13. Markus Kapitel 13, Vers 23. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorher gesagt. Wir müssen wach bleiben, wenn wir sehen, die Dinge finden statt, die er geweissagt hat, und auch Paulus und die anderen Propheten vom Alten und vom Neuen Testament, sollen wir uns desto besser vorbereiten. Die verbleibende Frist noch besser wahrnehmen, um alles für Christus zu vervollständigen, die wir in unseren Diensten als Teil seiner Ortsgemeinde und auch mit anderen Christen zusammen, um in den kommenden Ewigkeit, in dem 5. Paradies, ewig für ihn einen viel herrlicheren Dienst zu machen zu können. Weil er wird es doch belohnen, gemäß sein Prinzip von Säen und Ernte. Ich werde euch jetzt irgendetwas vorlesen aus Job Kapitel 9. Wenn ich es nur schnell genug finden werden kann. Job Kapitel 9. Er sagt zuerst, Vers 25, meine Tage sind schneller dahin geeilt als ein Läufer. Ihr wisst, wie schnell rennen Athleten. Meine Tage, sagte Job, sind schneller dahin geeilt als ein Läufer. Dann sagt er weiter in Vers 25. Job 9, Vers 25. Sie sind entflohen und haben nichts Gutes gesehen. Aber dann, Vers 26. Job 9 und Vers 26. Meine Tage, sie sind vorbeigezogen wie Rohrschiffe. Ein Schiff kommt vorbei und blitzschnell ist das Schiff weg, insbesondere ein Rohrschiff. Und dann, noch erstaunlicher danach, Ende von Job 9 und Vers 26. Wie ein Adler, der sich auf Beute stürzt. Ein Adler kann besser sehen als die anderen Vögel. Und er sagt das Tier, das er verschlingen will, und blitzschnell fliegt er zu ihm und er greift ihm und verschlingt ihn. Schneller als was ein Adler dies tut. Im geistlichen Sinn gemeint, im übertragenen Sinn verstanden, wird deine Tage schneller vergehen als dies. Wie viel von unseren Zeiten sind so vorbeigegangen, worin wir ihn nicht vollständig geehrt haben? Lass uns es tun und wir werden uns nicht darüber bereuen. Dies bleibt die beste Investition. Christus mit in allem an der ersten Stelle sein. Kein Wunder deswegen, dass er gesagt hat, ihr werdet nicht sündigen, wenn ihr euch heiraten werdet. Auch in den Zeiten der Krisen, der großen Krisen in den Endzeiten. Höre doch diesbezüglich. 1. Korinther 7, Vers 39. Okay, die Überschrift hier ist, die Ehe besteht bis zum Tod des einen Ehepartners. 1. Korinther 7, Vers 29. Ich beeile mich, um abzuschließen. Vers 39. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will.
doch nur im Herrn. Du darfst nur einen anderen Christ heiraten. Aber Paulus sagt, es gibt noch einen besseren Weg, insbesondere in den Zeiten, die so schwierig geworden sind. Die Endzeiten sind auf uns zugekommen. Jesu Christi Wiederkunft ist laut den Prophezeiungen näher gerückt als je zuvor. Vers 40. So, sie ist frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn, wenn sie Witwe geworden ist. Nur in Christus. Vers 40. Der bessere Weg, glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Gottes Geist führt mich, um euch dies zu sagen. Ich will euch unnötiges Leiden sparen, damit ihr nicht verpassen würdet, wegen verheiratet werden, euch kümmern müssen über eure Kinder und Ehemänner oder Ehefrauen. Okay, es gibt in unserer Gemeinde Single-Leute, die nicht wieder heiraten werden, weil sie wissen, sie sind mit Christus verheiratet worden. Offiziell wird es stattfinden bei seiner Wiederkunft. Die anderen von uns sind schon verheiratet, so ich predige nicht zu euch, was dies betrifft, wirklich. Ich behandle dies aber, um euch zu zeigen, dass wir unsere Ehefrauen und Ehemänner nicht zum Götzen machen dürfen. Christus muss an der ersten Stelle bleiben. Und wir warnen andere Leute, die so gerne sich heiraten wollen in der Zeit der großen Krisen, die auf uns zukommen. Du darfst dich heiraten im Herrn. Aber wenn du in der Zeit der Krisen den besseren Weg wählen würdest, wirst du noch mehr Gnadenlohn bekommen, weil du wirst noch mehr Frucht für Christus bringen können und definitiv auch bringen. Ich schließe ab mit einigen der Beweise davon. Paulus sagt hier in 1. Korinther 7 ab Vers 32. Ich schließe hiermit ab. 1. Korinther 7, Vers 32. Ich, Paulus, will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Vers 33. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, weil er der Ehefrau gefällt. Vers 34. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, da sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie den Mann gefällt. 35. Da sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen, der Krisen willen, und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Paulus hat auch hier gesagt, irgendwo, wer heiratet, tut gut. Wer sich nicht heiraten lässt, tut besser. Insbesondere in den Zeiten der Krisen. Aber in unserem Fall, diejenigen, die schon verheiratet worden sind, könnte es sein, dass wir wissen, wir dürfen uns nicht voneinander scheiden lassen. Als Symbol und Beweis davon, dass wir niemals von Christus geschieden werden können und werden. Dafür ist er zu treu, dafür macht er uns zu treu durch das Wirken von seinem Geist in seine unendliche Liebe zu uns und von unserer Seite in unsere große, wachsende, göttliche Liebe zu ihm, uns geschenkt aus dem Himmel durch ihn, von hinter dem himmlischen Vorhang. Aber wir wissen, es steht auch in Sprüche geschrieben, Salomo weise gemacht durch den Herrn gesagt, 2 sind besser als 1. Der Herr hat mich geführt, um eine Frau zu heiraten vor mehr als 50 Jahren. Und wir wissen, wir unterstützen einander und wir dienen dem Herrn besser, aber dann sollst du deine Ehefrau darum bitten, bitte, oh meine Geliebte,
Lass uns Christus über alles lieben. Lass uns an anderen so wenige Dinge, Blockierungen in den Weg legen als möglich. Lass uns so auf Christus eifrig, lass uns eifrig zusammen bestrebt sein, um Christus in allem über alles zu stellen und für ihn zusammenzuarbeiten. Wir wollen den vollständigen Kampfkreis gewinnen. Geschwister, weder Single oder verheiratet oder nicht verheiratet, lass der Herr zu dir reden und dir zeigen, was für dich am besten wäre. Lass uns nachsinnen über alles, was ich in dieser Predigt gesagt habe, weil es ist biblisch korrekt. Und lass uns danach leben. Und wie werden wir ewig Welt ohne Ende uns in Christi Gegenwart befinden und sein Angesicht sehen und für ihn arbeiten, in seine Liebesärme sein, etc. Ich möchte am nächsten Mal, wenn ich wieder über dieses Thema predigen werde, von Gott will, weiter darüber predigen. Weil nichts ist so entscheidend, als bereit zu sein für das Hochzeitsmahl des Lammes. Und ich schließe ab mit das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Vers 10. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, diese törichte Jungfrauen, kamen der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Halleluja. Vers 31. Wehe diese Leute. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf, aber es wird zu spät sein. Vers 12. Er aber antwortete und sprach natürlich von drinnen, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich habe euch niemals gekannt als meine Geliebten. Deswegen, Vers 13, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Er ist Mensch geworden, Gott geblieben, um uns zu retten, um uns Teil von seiner Braut zu machen. Lass uns auf ihn vertrauen, ihn anflehen. Schenk uns mehr Eifer, mehr Sehnsucht für dich. Und lass uns den Teufel und seine Gegenstrategien widerstehen mit Macht und Kraft. Und du wirst uns führen, leiten bis zum Ende. Und die Ewigkeit mit dir zusammen in dem 5. Paradies wird unvorstellbar herrlich sein, wo du uns dienen wirst und wir dir, zur Ehre des himmlischen Vaters, alle Millionen von uns zusammen. Du, o verlorener Mensch, du wirst dies alles verpassen, wenn du Christus weiter verwahrlosen würdest. Hast du noch nicht gemerkt, wie schnell dein Leben vorbeigeht? Bald wirst du nicht mehr jung sein und dein Herz könnte verstockt werden. Ach bitte, ich flehe dich an um Christi Willen. Komme zum Herrn Jesus, liebe seine Erscheinung. Dies wirst du nicht tun können, nur tun können, nachdem er dich gerettet hat. Er steht bereit, um dich zu retten. Er hat sein heiliges, kostbares Blut dafür vergossen. Verpasse nicht dies alles. Bitte, lass jeder handeln, wie der Herr ihn führt und leitet, aber alles im Licht, was ich gepredigt habe, weil ich habe Gottes fehlerloses Wort gepredigt. Soli Deo Gloria. Amen.